Die Herren Präsidenten, die Herren Deputiert, liebe Membres und Freunde von der ADR, die Damen und Herren von der Presse. Mein Name ist Marie-Louise Hasirpelding und ich begrüße euch ganz herzlich hier am Vereinshaus zu Schoß an der Gemeinde Vöschbich. Seit 2011 bin ich am Gemeinderat. Des Weiteren war ich bei 2 Nationalwahlen auf der Liste am Zentrum und habe hier mit einem respektablen Resultat aufgeschlossen. Ich kenne meine Gemeinde ziemlich gut, weil ich 25 Jahre am Populationsbüro geschafft habe. Ich stelle euch da kurz meine Gemeinde vor. Jeder weiß inzwischen, wo Vöschbich liegt. Es stimmt genug an den Zeitungen, Diskussionen über den PAG, den übrigens von 2 Ministerien verworfen gehen ist, Diskussionen über den PAG, außer wie ein Paradebeispiel für Fehlwachstum, Leben an der Pampa und so weiter. Aber ich will nicht weiter darauf eingehen, es geht heute nicht um meine Gemeinde, das ist der Nationalkongress von der ADR. Die Gemeinde Vöschbich liegt quasi an der Mitte von unserem Land. Kurzverbindungen an den Staat, an den Norden, Osten und an den Süden. Als Anwohner sind an ein paar Minuten zu mir auf einer Gare, an einer halben Stunde am Auto an der Stadt durch die Gringewalder Beach. Natürlich war kein zu viel Rotluchten drin. Wir sind nach 15 Minuten auf einer Autobahn und nach 35 Minuten um Findel. Also von Pampa kein Rätsel. Wenn ihr durch den Gringewald kommt, Richtung Vöschbich, seht ihr längs Kirdinger Schloss, was von der Familie de Schorlmer bewohnt ist. Weiter, ehe die Vöschbich rabeit, sie rät nach Überreste von einer aller Schmelze gesehen. Dafür habe ich großherzoglich Schloss, wo der Grand Duc Jean daheim ist, an ein Schäkirch, die zum Entourage vom Schloss passt. Als Gemeinde hat eine Fläche von 1,9 Quadratkilometer, grenzt an Junglünster, Hirfenich, Vels, Noma, Mirsch a Lünchen, besteht aus folgenden Ortschaften: Angelsbirch, Schoß, Vöschbich, Schildsbirch, Kierding, Weihe a Stuppicht. Hier gehören auch Schmidt, das war früher ein Haus, wo der Fechter gewohnt hat, Millen als heute Bauernhof, an der Wasserhof, die gehört der Familie Grand Ducal. Im Moment haben wir 1194 Einwohner, 801 Lützeburger und 393 Nicht-Lützeburger. Am Ganzen haben wir 436 Menagen. 234 Kanner, davon 152 Lützeburger und 82 Nicht-Lützeburger. Also ich sind Lehrpersonen. An unserer Gemeinde sind noch 4 Handwerksbetriebe, das Melkcenter, der Verband, Etablissement Vreen und die Firma Luxaria. Des Weiteren haben wir eine Kompostierungsanlage, ein Succursal vom SIDEC, sie wird exploitiert vom Bauerbetrieb an den Händen von der Begründer Weiß. Des Weiteren gehen doch nach 12 aktiv Bauerbetriebe. Als politische Situation: der Gemeinderat besteht aus 7 Membern. Denn hier bei den Wahlen brauchen wir nicht Leute, die Geschicke von unserer Gemeinde leiten. Seit 2005 haben wir das schöne Vereinshaus auf der Hecht, was unter dem verstorbenen Bürgermeister Ferner Braun abgerichtet wurde. Zusammen habe ich über die Gemeinden raus: SIDEC, Naturpark Müllerdal, Lieder Müllerdal, Sieden, Musikschule zusammen mit den Uppisch-Gemengen und Sportsaal Filano. Außerdem sind wir ein Fairtrade und ein Klimapakt-Gemeng. Pro Kap-Verschuldung beträgt im Moment 300 €. Das erhöht sich von 2018 auf 3.500. Als Investitionen sind eine Maison Relais, die ab September 2017 für 170 kann der Wert funktionieren. Ein Wasserreso wird mit der Uppisch-Gemenge Vils an Noma gebaut. Eine neue Kläranlage für Angelsbirch ist für 2020 geplant. Das heißt aber, dass bis dahin kein Haselmaus muss evakuiert gehen. Die Kläranlage zu Vöschbich wird auch vergrößert und so weiter. Also die Infrastrukturen sind angepasst, auch wenn es der geplanten Fusion mit der Gemeinde Vils an Noma nicht gehen ist. Wir haben seit 2008 alle Jahre 14 Baugenehmigungen rausgehen. Ein grosses Projekt ist geplant, aber das hängt von unserem PAG auf, die von 2 Ministerien verworfen wurde, aber wo die nächsten Schritte in der Hall gehen. Das heißt, Affaire à suivre. Ich sage nicht merci für das Nachlauschen und wünsche uns einen guten Verlauf vom Nationalkongress an den flotten Tag hier in unserer Gemeinde.